Der Timon hat es gesagt, wir sind in dieser Predigtreihe «Einfach beten». Und für mich ist das eine inspirierende Serie persönlich gewesen, weil Jesus wird gefragt, lehre uns beten. Und er sagt ihnen das Vaterunser. Und für mich ist das immer ein Gebet gewesen, wo einfach wie ein Sprüchli war, so, das ich auswendig können haben, mehr oder weniger. Und wo mir aber nicht viel gesagt hat, aber wenn man die einzelnen Worte von Jesus genauer anschaut und Bedeutung mehr versteht, eröffnet sich wie ein Reichtum, eröffnet sich wie ein neues Gottesbild, wo Jesus uns zeigt, wer Gott ist. Wir dürfen ihn als Vater anschwätzen. Vater im Himmel. Dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Meine Prioritäten darf ich neu ausrichten in diesem Gebet und so weiter. Und wie gesagt, heute reden wir über die letzte Bitte im Vaterunser. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es geht heute um Versuchung und ums Böse. Wer kann sich noch erinnern an die Werbung von Milka? Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Kennt das jemand noch? Die ist nicht mehr online, das haben sie runtergenommen. Das ist eine alte Werbung. Und ich habe früher, als das im Fernsehen kam, habe ich immer gedacht, wer will Milka? wer interessiert Milka? Du musst mal Schweizer, dann machen sie immer noch so Werbung mit Kühen und Alpenbergen. Und ich denke so, die Deutschen haben doch keine Ahnung, von was sie schwätzen, oder? Ich bin selber halb Deutsch, ich darf so schwätzen über die Deutschen. Okay. Ich dachte, hey, wenn Schoki, dann Schweizer Schoki. Wenn Schoki, dann Schweizer Schoki. Und wegen dem habe ich so Lindor-Kugeln mitgebracht auf euren Sitz. Sie haben so Lindor-Kugeln. Amen, Amen. Wer von euch hat der Versuchung nicht widerstehen und hat schon so ein Kügel gegessen? Dort hinten gehen ein paar Hände auf und in der Mitte, sehr gut, danke. Wegen Leuten wie dir hat Jesus diesen Satz ins Vaterunser da. Nein, Spaß. Wir haben in der kreativen Sitzung gehabt, und dann hat der Bruce Klöti Folgendes gefunden im Internet. Das ist jetzt kein Witz, das war da. Jesus, die zarteste Erlösung, seit es Versuchungen gibt. Oder Christus. So schlecht, aber ich dachte, ich muss es euch bringen. Wenn wir an Versuchungen denken, dann denken wir heute in erster Linie genau in die Richtung. Es geht um Genuss, es geht um Begierden oder etwas, was uns gelustet, im Essen oder im sexuellen Bereich oder was auch immer. Und klar, Versuchung ist etwas, was uns reizt, sonst wäre es keine Versuchung. Aber ich behaupte heute das Gegenteil. Ich glaube, wenn Jesus uns lehrt zu beten, Gott führt uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen, redet er nicht von Versuchungen wie Schoki oder Genuss und solche Sachen, sondern er redet über die Versuchung zum Bösen. Und ich möchte heute Zeit nicht, um über das zu schwätzen. Was meint Jesus mit Versuchung und was meint er mit dem Bösen? Weil wenn wir das richtig verstehen, können wir das Gebet auch richtig beten, oder? Aber bevor wir das machen, möchte ich noch kurz auf eine theologische Spannung eingehen in diesem Satz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das einmal gebetet hast, Gott, führe mich nicht in Versuchung. Jesus will, dass wir das beten. Gott, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich vom Bösen. Ich weiß nicht, ob du dich jemals gefragt hast, warum soll ich Gott bitten, dass er mich nicht in Versuchung führt? Das ist doch komisch. Muss ich Gott davon überzeugen, dass er mich nicht versucht? Oder in anderen Worten, wenn ich das nicht jeden Tag bete, macht Gott denn das? Verstehst du, was ich meine? Was für ein Gottesbild wird da transportiert? Was für ein Gott ist das, wo wir überzeugen müssen, dass er uns nicht zum Bösen versucht? Ist das der Gott, wo Jesus uns als Vater vorstellt? Welcher Vater würde seine Kinder versuchen, dass sie Böses machen? Und wo muss überzeugt werden und beschwichtigt werden durch ein tägliches Gebet, dass es eben nicht macht? Und das ist eine Spannung, oder? Und vor ein paar Jahren hat der Papst persönlich gesagt, und das ist in der Zeitung gekommen, überall, dass er hat gesagt, führe uns nicht in Versuchung, das ist eine schlechte Übersetzung vom Vaterunser. Er hat gesagt, nicht Gott versucht uns zum Bösen, sondern der Teufel. Und das hat natürlich eine mega Welle geschlagen, als er das gesagt hat, aber
Einige katholische Übersetzungen haben das schon übernommen, unter anderem auch die Neue Genfer Übersetzung. Ich habe euch das mitgebracht. Die Neue Genfer Übersetzung formuliert das so und sagt, es ist richtiger übersetzt, wenn wir sagen, und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, Unterschied. Ein aktives Gebet, Gott führe mich nicht in Versuchung oder lass uns nicht in Versuchung geraten. Es gibt zwei Gründe, warum wir zu diesem Schluss kommen können. Der erste Schluss ist, weil man sagt, Jesus hat das Gebet sehr wahrscheinlich in Aramäisch gebetet und nicht Griechisch. Und wir haben natürlich den Text nicht oder den Ursprung von diesem Satz auf Aramäisch nicht. Aber wenn du das rekonstruierst, wie das gesehen sein auf Aramäisch, ist die Übersetzung wahrscheinlicher. Der andere Grund, wieso man die Übersetzung vielleicht präferieren könnte, ist, weil der Jakobus im Neuen Testament sehr explizit sagt, ob Gott versucht oder nicht. Im Jakobus 1, 2 bis 3 steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Versuchungen verschiedener Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Versuchungen und Prüfungen, sagt Jakobus, das ist übrigens das gleiche Wort im Griechischen, das ist gut und toll, sagt er, freut euch, weil, wenn wir die Versuchungen bestehen, wird unser Charakter geschliffen und geformt. Und Gott ist mehr interessiert an unserem Charakter als an unserem Komfort. Aber dann sagt er Folgendes, obwohl Versuchungen und Prüfungen von Gott gebraucht werden können, Gott kann die Sachen brauchen für unseren Charakter, heisst es nicht, dass sie von Gott kommen, im Gegenteil. Jakobus 1, 13 bis 15, ich finde das fantastisch, wenn er das so formuliert. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Du kannst nicht sagen, ich kann nichts dafür. Gott hat mich halt versucht. Wenn du versucht bist und dich reizt etwas, kannst du nicht die Verantwortung abschieben, in anderen Worten sagen, was will ich machen? Ich meine, was willst du gegen Gott machen? Gott hat mich halt versucht, oder? Das kannst du nicht bringen, oder? Du bist für deine Handlungen selber verantwortlich. Wenn du böse handelst, heisst das, dass du deine Begierde, sagt Jakobus, hast schwanger werden. Und das heisst gleichzeitig auch, Begierde und versucht zu werden, ist keine Sünde an sich. Das ist völlig normal. Jeder Mensch erlebt Versuchungen. Das ist nicht schlecht und das hilft vielleicht dir jetzt heute Morgen auch daheim, weil du hast immer gedacht, wenn du versucht bist, ist schon zu spät. Du hast ja schon gesündigt. Aber das ist nicht das Problem. Versuchung an sich ist nicht das Problem, sondern wenn du sie schwanger werden, wenn du sie fütterst, wenn du sie zulässt wachsen, dann irgendwann wird sie zur Sünde, oder? Und dann irgendwann zum Tod. Aber jetzt, wie gesagt, redet der Jakobus über das Gottesbild. Und im Vers 16 bis 17 heißt es dann, macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben, also von Gott, kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Jakobus macht klar, Gott ist nicht manchmal böse und manchmal lieb, Gott ist nicht manchmal Licht und manchmal Dunkelheit. Gott ist immer gut und er versucht nicht zum Bösen. Er braucht Prüfungen zwar und Versuchungen zum Guten, aber er verursacht sie nicht. Gott versucht nicht. Er ist durch und durch gut. Und von dem her würde ich sagen, mir gefällt eigentlich der Vorschlag vom Papst, dass man den Satz im Vater Unser neu übersetzen. Lass uns nicht in Versuchung geraten, oder? Sondern erlöse uns von dem Bösen. Wie dem auch immer, die Debatte ist am Laufen, die streiten sich im Moment, was jetzt richtig ist. Und wahrscheinlich wird sich das nie ändern im Vater Unser, wie wir es beten. Aber es ist mir noch wichtig als Klammerbemerkung, dass hier eine Spannung ist, oder, was Gottes Bild betrifft. Jetzt, ich habe gesagt, wir wollen heute schwätzen über Versuchung und das Böse, was das ist. Und ich habe gesagt, es ist nicht einfach Genuss. Ich glaube, das ist nicht das, was primär Jesus hier meint. Und zum Verdeutlichen, was Jesus mit der Versuchung und mit dem Bösen meint, schauen wir zurück, 2 Kapitel, wo Jesus selber versucht wird. Es heisst von ihm, er wird 40 Tage in die Wüste geführt, wo er fastet und dort wird er versucht.
Dort wird er versucht. Und es heißt, Jesus wird tauft. Den Vers müssen wir noch nicht einblenden. Das ist gerade nachdem Jesus wird tauft, er wird im Wasser tauft. Der Heilige Geist kommt auf ihn ab und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel. Gott sagt zu ihm, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Das ist mein Bub, an dem habe ich Freude. Oder? Und dann heisst, jetzt ist der Vers dort im Vers 1, dass der gleiche Geist, wo er gerade damit getauft worden ist, heisst dann, danach wurde Jesus vom Geist, vom Heiligen Geist, in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. 40 Tage und 40 Nächte fastete er, danach hungerte ihn. Danke für die Info. Ja, was macht das Sinn, dass man das da schreibt? 40 Tage nicht gegessen und nicht durch, dann hat er Hunger gehabt. Okay. Bevor wir weiterlesen, es heisst explizit, der Geist Gottes führt ihn in die Wüste. Aber es heisst nicht, der Geist Gottes versucht ihn. Es ist der Teufel, der ihn versucht in der Wüste. Aber der Geist Gottes lässt offensichtlich zu, weil er Versuchungen kann brauchen für einen Charakter. Gott ist mehr am Charakter interessiert als am Komfort manchmal. Gott versucht nicht. Jetzt im Vers 3 bis 4. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag diesen Steinen da, sie sollen zu Brot werden. Er entgegnete, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus hat gerade von Gott seine Identität zugesprochen bekommen an seiner Taufe. Gott hat gesagt, das ist mein Bub, an dem habe ich Freude. Und jetzt kommt der Teufel und stellt das in Frage. Und das ist immer die Strategie vom Widersacher. Strategie Nummer 1. Er möchte deine gottgegebene Identität in Frage stellen. Er möchte dich zweifeln an dem, was Gott über dich denkt und was er von dir haltet. Und vielleicht musst du das heute hören, auch daheim, vielleicht bist du daheim und du bist enttäuscht über dich selber, weil du deine Versuchungen nicht standhalten kannst, oder? Du bist enttäuscht über Sachen, wo du merkst, ich lebe nicht gerecht oder ich verfalle immer im Bösen und so weiter. Ich möchte dir einfach sagen, Gottes Wohlgefallen, seine Freude an dir, gilt schon bevor du irgendwas leistest. Gottes Zusage an Jesus, dass er Freude hat an ihm, ist vor der Meisterung, bevor er die Versuchung gemeistert hat, ausgesprochen worden. Das ist unabhängig davon, ob du leistest. Gottes Freude an dir und mir ist nicht Leistung, sondern ein Geschenk. Es ist ein Geschenk für dich und mich. Aber das ist nicht die Versuchung da, das ist nicht die Versuchung, die Jesus erlebt. Die Versuchung ist folgende. Die Versuchung ist, er wird versucht, dass er die Steine zu Brot verwandeln soll. Das ist die Versuchung. Das ist die Versuchung. Und wenn ich dann das so lese, denke ich, ja, was ist denn das Problem? Verwandle doch die Steine in Brot. Also, was ist denn das Problem? Warum ist das eine Versuchung? Oder warum ist das böse, Stein in Brot? Wenn ich Stein in Brot verwandeln, wäre doch Hammer, wenn ich Hunger habe, oder nicht? Was ist das Problem? Aber die Bedeutung geht tiefer als das. Und die Versuchung, die hier stattfindet, die erleben du und ich die ganze Zeit. Die erleben wir die ganze Zeit. Es ist kein Zufall, dass im Vaterunser das Gebet oder die Bitte für das tägliche Brot vorher kommt nach dem Gebet für Erlösung vom Bösen, Erlösung von der Versuchung. Das ist kein Zufall, weil es gibt ein Problem beim Brot. Es gibt ein Problem beim Brot. Brot ist das, was du und ich zum Leben brauchen. In der Bibel wird Brot für das verwendet, was wir für unser tägliches Leben brauchen. Und Gott möchte, dass wir das haben, was wir brauchen zum Leben. Und Gott möchte, dass wir bitten für das, dass wir das bekommen können, was wir brauchen zum Leben. Aber die erste Versuchung, mit der Jesus müssen kämpfen und mit der du und ich die ganze Zeit müssen kämpfen, ist folgendes: Wenn das Brot zu deinem Gott wird. Wenn Brot zu deinem Gott wird. Wenn Jesus dem Teufel die Antwort gibt, als Widerstand, sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch durch Gott. Dann zitiert er den Mose aus dem Alten Testament. Und der Mose beschreibt, wie das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert ist.
Und so wie Jesus 40 Tage in der Wüste war, ist Jesus 40 Jahre in der Wüste gewesen. Jesus hat Hunger gehabt in der Wüste und auch die Israeliten haben Hunger gehabt in der Wüste. Und wieso hat Gott sie hungern amig? Und ich möchte euch den Mose vorlesen, den Satz, den Jesus zitiert. 5. Mose 8-3. Gott machte dich demütig, also Israel, und ließ dich hungern und speiste dich dann mit Manna, das du und deine Vorfahren nicht gekannt hatten, um dir zu zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt. Das ist das, was Jesus dort zitiert. Sondern von allem, was auf Befehl des Herrn entstanden ist, lebt der Mensch. Gott will Israel etwas beibringen, bevor sie ins verheißene Land kommen. Bevor sie den Überfluss erleben, bevor sie die Rinder haben und die Häuser bauen und die Felder anbauen und sich satt können. Also will er ihnen etwas beibringen. Und das steht im Vers 12-14. Wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, wenn deine Rinder und Schafe sich vermehren und Silber und Gold sich bei dir häuft und alles, was du hast, sich mehrt. Hallo Schweiz. Hallo Deutschland. Milka. Ist nicht so gut wie Lind, aber ist auch Luxus. Wenn wir im Luxus sind, wenn wir Überfluss haben, dann sagt Gott, dann soll dein Herz sich nicht überheben und du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht vergessen. Gott ist nicht gegen Überfluss. Gott will, dass wir mehr als genug haben. Hast du das gewusst? Aber die große Versuchung ist, wo Jesus konfrontiert worden ist damit und wo wir immer konfrontiert werden, ist, wenn wir meinen, dass das Sagen, wo wir haben, wo wir uns durch unsere harte Arbeit erarbeitet haben, dass das unabhängig von Gott ist. Wenn Brot zu deinem Gott wird und wir vergessen, dass es Gott ist, wo uns die Möglichkeit und die Fähigkeit gibt, das überhaupt zu bekommen. In Vers 17-18 steht, du sollst nicht denken, denn im verheißenen Land, meine Kraft und die Stärke meiner Hand haben mir diesen Reichtum erworben. Denke vielmehr an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt. Wir sind so gut in der Schweiz, unsere Hoffnung auf unser Brot zu legen. Und wir sind so gut drin, uns etwas einzubilden auf unseren Wohlstand und unsere Technologie und Wissenschaft und unser Erfolg. Und das ist ja alles nicht schlecht und alles nicht falsch, oder? Aber wer hat uns den Schnuff gegeben, dass wir überhaupt leben können? Wer hat uns Hirn gegeben, dass wir denken können und Wissenschaft betreiben? Wer hat uns die Fähigkeit gegeben, überhaupt etwas zu machen, zu schaffen? Und Gott sagt, vergiss es nicht. Vergiss nicht, dass du nicht nur vom Brot lebst. Brot ist nicht das Einzige, was du brauchst in deinem Leben. Die Sachen sind gut und recht, aber schlussendlich bin ich der Erhalter vom Leben und nicht du und nicht dein Brot. Und das ist eine Versuchung, wo wir immer drin sind, wenn Brot zu unserem Gott wird. Und Gott hat ihnen das beibringen, das haben sie aber nicht verstanden. Und Gott möchte uns das beibringen. Und ich glaube, das ist das Böse, vor dem wir Rettung brauchen. Und das ist Stolz. Und das ist das, was wir dringend lernen müssen, ist Demut. Abhängigkeit von Gott. Ja, wir leben vom Brot, aber nicht nur. Und Jesus besteht aber den Test. Und das zeigt mir, dass wir das Vaterunser auch folgendermaßen beten können. Wenn wir sagen, Gott, führe mich nicht in Versuchung oder lass mich nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse mich vom Bösen, kann man auch beten. Das kann bedeuten, Gott, hilf mir, dass ich dich nicht vergiss. Hilf mir, dass wenn es mir gut geht, dass ich nicht vergiss, wieso es mir gut geht. Hilf mir in meinem Stolz, brich meinen Stolz. Wenn ich mir etwas auf mich selber einbilde, schenk mir Demut. Heil mein undankbares Herz. So könnte man das Gebet auch beten. Erlöse mich vom Bösen. Du fragst dich, warum ist das böse? Warum ist das böse? Der Grund ist, Undankbarkeit ist die Wurzel für Knauserigkeit. Und wenn wir Knauserigkeit schwanger werden,
wenn wir das nicht abschneiden, dann führt das zu Neid. Und wenn wir Neid nicht aufhalten, führt es zu Gier. Und wenn wir das nicht aufhalten, führt es zu Streit. Und wenn wir das nicht aufhalten, führt es zu Mord und dann führt es zu Krieg. So wie der Jakobus das beschreibt, die Kette der Sünde. Und das ist der Ursprung vom Bösen. Wenn wir meinen, wir sind für unser Sagen verantwortlich. Die zweite Versuchung, wo Jesus, ich muss mich beeilen, ich bin bei der zweiten Versuchung, es gibt aber noch zwei, sind ihr noch wach? Die zweite Versuchung, mit der der Teufel Jesus konfrontiert ist, er stellt ihn auf einen Tempel in Jerusalem und sagt Folgendes, Vers 6 bis 7. Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, deine Engel ruft er für dich herbei, und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße. Da sagte Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Übrigens, jedes Mal, wo Jesus versucht worden ist, was macht er? Sagt er, es steht geschrieben. Er kennt seine Bibel, er weiß, wie er in der Versuchung umgeht und zitiert aus der Bibel. Und das ist mega wichtig für uns, dass wir die Bibel kennen. Aber vergiss nicht, auch der Teufel hat die Bibel gebraucht. Auch der Teufel zitiert die Bibel. Das heisst, es ist nicht eine Frage vom Bibel zitieren, sondern es ist eine Frage von der richtigen Auslegung. Aber das ist jetzt ein Thema für eine andere Predigt. Das ist nicht für jetzt. Finde ich aber hochspannend. Aber warum ist das eine Versuchung für uns wieder? Wieso ist das eine Versuchung für Jesus? Sie sollen sich doch dort runterkumpeln. Wenn die Engel hinfallen, ist doch easy, oder? Ich finde das so spannend. Wenn die erste Versuchung ist vom Teufel an Jesus, er versucht, ihn Gott zu vergessen, er versucht, dass er Gott vergisst und etwas sich auf sich selber einbildet. So ist es bei der zweiten Versuchung ganz andersrum. Und jetzt sollte Jesus hirnbefreit sich vom Tempel stürzen und Gott vertrauen, dass Gott jetzt in dem Moment jegliche Naturgesetze von der Gravitation aushebelt. Bei der ersten Versuchung vergisst der Mensch, dass er nicht nur vom Brot lebt, oder? Sondern auch von Gott. Bei der zweiten Versuchung vergisst der Mensch, dass Gott ihm Brot gegeben hat zum Essen. Ihr habt mich noch nicht verstanden, ist okay. Das ist eine Versuchung, die zweite, die bei uns weniger verbreitet ist. Aber es ist die oberfromme Haltung. Es geht nur um Gott und es geht nicht ums Brot. Ich muss nicht arbeiten, Gott versorgt. Ich muss nicht essen. Ich habe ja Gott. Ich habe Gott. Ich muss Gott einfach nur vertrauen. Aber Gott hat uns auch Brot geschenkt. Gott hat uns auch ein Maul geschenkt. Gott hat uns Hände geschenkt zum Arbeiten. Gott hat uns ein Hirn geschenkt. Und Menschen mit einem Hirn kumpen nicht von einem Tempel haben. Und ich finde das interessant. Der Teufel zitiert Psalm 91 hier. Und das ist der Psalm, wo ganz viele Christen in der ersten Corona-Welle immer wieder gepostet haben auf Facebook. Psalm 91. Dass wir beschützt werden vor der Seuche. Kennt ihr das einfach? Links und rechts werden sie tot umfallen, zu 1000, aber ich werde gesund bleiben. Und das ist der Vers, den der Teufel zitiert. Wenn du runtergehst, hole dich die Engel und schütze. Es kann schon sein, dass Gott dich schützt und dich auffängt. Aber versuch Gott nicht. Sagt Jesus. Gott hat dir ein Hirn gegeben. Zum Denken. Lass es nicht darauf ankommen. Das heisst, wenn wir beten, Gott, erlöse mich vom Bösen. Lass mich nicht in Versuchung gerade, sondern erlöse mich vom Bösen. Können wir das auch übersetzen mit Gott? Bitte zeig mir, was meine Verantwortung ist im Leben und was deine Verantwortung ist. Bitte Gott, zeig mir, wo ich muss handeln und zeig mir, wo du handelst. Hilf mir, den Unterschied zu erkennen zwischen Vertrauen und Verantwortung. Und hilf meinem bösen Herz, wenn es sich faul ausruht und sollte aber aktiv werden. So könnte man es vielleicht übersetzen. Und jetzt kommen wir zu der dritten Versuchung, oder?
Jesus, der Teufel versucht Jesus und probiert, dass er vergisst, dass der Mensch nicht nur vom Brot abhängig ist. Und das klappt nicht. Und dann versucht er ihn und probiert ihn zu überzeugen, dass der Mensch nur von Gott, aber nicht vom Brot abhängig ist. Und jetzt greift er zu seinem letzten Trumpf. Matthäus 4, 8-10. Wieder nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht. Und er sagt zu ihm: Dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da sagt Jesus zu ihm: Fort mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, zum Herrn, deinen Gott, sollst du beten und ihm allein dienen. Jesus wird versucht mit Macht. Hey Jesus, wenn du dich niederwirfst vor mir, dann gehören dir alle die Königreich. Und du bist im Zentrum. Und alle Menschen schauen auf dich und du bist der Chef. Und alle Menschen dienen dir. Wäre das nicht etwas? Wäre das nicht etwas? Und das ist die dritte Versuchung, wo Jesus begegnet ist und wo uns auch immer wieder begegnet. Wenn wir so sein wollen wie Gott. Das ist die erste Versuchung, die Adam und Eva im Garten Eden erlebt haben und gefehlt haben. Die Schlange kommt zu ihnen und sagt: Wenn du von dieser Frucht isst, wirst du sein wie Gott. Du kannst so sein wie Gott. Du kannst im Zentrum sein von der Welt. Dir gehört alle Ehre. Alle schauen auf dich. Du bist der Chef. Du darfst sagen, was läuft. Das heisst, wenn wir beten: Gott, bitte erlöse mich vom Bösen. Lass mich nicht in Versuchung geraten. Können wir das auch folgendermaßen interpretieren und übersetzen? Gott, ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich mich nicht immer ins Zentrum stellen muss. Erlöse mich von dem bösen Hang in mir, über andere zu stehen. Über andere zu bestimmen. Die Welt soll sich nicht um mich drehen, sondern um dich, Gott. Ich liebe das Gebet, die letzte Bitte im Vater unser. Weil wenn wir beten: Gott, führe mich nicht in Versuchung oder lass mich nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse mich vom Bösen, dann hat das etwas seelenhygienisch, das ist eine seelenhygienische Maßnahme. Weil wir uns richtig positionieren. Wir sagen: Gott, ich brauche deine Erlösung vom Bösen. Und das Böse ist da drin. Da drin ist es. Das ist nicht bei den anderen, das ist bei mir. Dass ich meine, ich kann alles selber. Dass ich meine, ich brauche keinen Gott, ich habe ja Brot. Dass ich meine, ich brauche kein Brot, ich habe ja Gott. Und auf der anderen Seite, hey, ich bin selber mein Gott, schlussendlich. Und das hilft mir persönlich, wenn ich das bete. Das hilft mir, weil es tut mir wieder zurück in meine Position tun und es hilft mir wieder, mich einzureihen ins Vaterunser, wo anfängt: Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Nicht mein, dein. Ist gut, dass du Gott bist und ich nicht. Ist gut, dass dein Reich soll kommen und nicht meins. Und dein Wille soll geschehen und nicht mein. Es ist gut, wenn wir beten. Es macht Sinn, dass das am Schluss von dem Vater unser kommt. Weil es uns wieder richtig positioniert. Die Bibel sagt eigentlich, Gott gibt der Demütigen Gnade, aber der Hochmütigen widersteht er. Und die letzte Linie im Vater unser hilft uns, den Stand von der Demut zu wahren. Wir sagen nicht der Böse, das sind die anderen. Das von hier an in meinem Herz. In meinem Herz. Und vielleicht, ich möchte jetzt das Vaterunser Gebet noch mal kurz durchlesen und kurz kommentieren. Und du kannst wie mitbeten jetzt. Und vielleicht ist das für dich das erste Mal, wo du das betest. Und vielleicht machst du es wieder mit einem neuen Verständnis. Und das Gute daran ist, wir müssen uns selber nicht erlösen, wir müssen uns selber nicht erretten. Jesus hat am Kreuz sein Leben hingegeben für dich und mich. Ihm gehört die ganze Welt, gell? Aber er musste das machen durch das Leid vom Kreuz. Und er hat uns erlöst, dich und mich befreit. Und wir müssen das nicht selber machen. Wir können zu ihm beten in Demut. Bitte Gott, rette mich, erlöse mich von mir selber, vom Bösen. Und lass mich nicht in Versuchung geraten. Lass uns doch für diesen Moment aufstehen zusammen. Vielleicht auch du daheim.
kurz aufstehen. Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Ich danke dir, Gott, bist du Gott und ich nicht. Und wenn ich mich zum Gott gemacht habe, wenn ich mich ins Zentrum gestellt habe, dann möchte ich dich in meinem Leben wieder ins Zentrum rücken. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Nicht mein. Ich möchte Teil sein von deinem Reich, in deinem Dienst. Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich mir nicht darauf einbilde, wenn der Segen kommt. Und vergib mir, wenn ich Schuld habe. Ich möchte auch anderen Menschen vergeben. Und lass mich nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse mich vom Bösen. Rett mich vor meinem bösen Hang, selber will Gott sein. Ich danke dir, Gott, bist du ein guter Vater und ladest uns ein, dass du dich um uns sorgst und uns führst und dass wir dir dafür vertrauen, Gott. Ich bitte dich für jeden Einzelnen und für jede Einzelne hier heute in dieser Halle und auch daheim, dass wir neu vertrauen dürfen. Neu dürfen uns auf dich verlassen. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der uns Identität zuspricht und uns zu Söhnen und Töchtern macht. Aber auch, dass du uns erziehst und uns Sachen zeigst und aufzeigst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, mach jetzt dein Werk, das, was nur du kannst machen. In jedem Einzelnen hier, in der Halle und daheim. Amen. Amen.